Das ist er, der Karl Hediger, schlechtester Wetterschmöcker 2016. Mit seinen Prognosen ist er komplett daneben gelegen. Alle Leute haben gesagt, oh, dort ist er wieder, der letztes war. Also ich nehme es jetzt eigentlich noch locker, jetzt wieder. Anfang jetzt habe ich schon angeschissen. Darum bin ich ja eigentlich 3 Wochen bin ich gar nicht mehr zum Haus aus. Ich habe mich verborgen. Wie jeder Wetterprophet hat auch er eine spezielle Messmethode. Er braucht schweres Geschütz. Zum herauszufinden, wie es Wetter wird, catcht Karl 6 Späne von frisch gefällten Bäumen. Und dann auch nicht mehr alt Zentrum muss ich lang catchen. Der erste Moment ist immer ein bisschen, hast du ein trockenes Maul, aber nachher macht das einfach nicht mehr. Das ist gut. Das ist besser. Schon manches Jahr schaue ich die Bäume an, wie sie sind, wie der Saft ist vom Sagmehl. Und der Bast da unter den Rinden, oder? Dann kann ich so sagen, wie der nächste Sommer sollte werden. Mit grosser Sicherheit. Der 63-Jährige hat aber noch eine zweite Messmethode für meteorologische Daten. Oh, Schneck, Schneck, Schneck. Ja, und schon eine da. Die Schnecken isst der Kari aber nicht. Die sind nur zum Anschauen und haben einen grossen Vorteil. Ich mag denen nachher, wegen dem habe ich es genug. Das tut man nicht davon sagen. Ich habe die genau beobachtet, die sind so langsam. Nur eine Prognose über mehrere Monate ist mit diesen Tieren fast nicht möglich. 14 Tage voraus sind es eigentlich ganz gut. Und man sieht manchmal Schnecken in allen Studien oben, so 1,50 Meter am Boden, das ist sicher, es kommt seichen, also regnen. Und wenn sie am Boden drin sind und sich verdeckeln, dann Sommer, dann wird es heiß. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Aber eben, all diese Methoden sind nicht so präzise und haben den Karl Hediger zum schlechtesten Wetterschmöcker 2016 gemacht. Darum, Vertrauen in die eigene Methode ist gut, Kontrolle ist besser. Guten Abend und grüß dich. Im Moment ist es immer noch sehr warm. Auch ein Wetterprophet schaut bei den Profis ab, wie es Wetter wird. Da findet der Kari auch ein bisschen Trost, weil die im Fernsehen liegen mit ihren Prognosen manchmal ja auch daneben. Mich interessiert der nächste Tag. Sie können ja nur, also wenn es gut geht, 5 Tage. Oder? Wir gehen es ein halbes Jahr voraus. Und meistens, wenn es stimmt, wenn das Wetter mitmacht. Das mit dem Wetter ist halt so eine Sache. Es macht immer irgendwie, was es will.